Es geht weiter, stets heiter, auch hier zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nach einer kleinen wohlverdienten Pause, also vor allem wohlverdient für Link, weil der arme Kerl muss immer schuften, sind wir zurück beim Spähposten und ich wollte mal gucken, ob sich hier ein bisschen was verändert hat. Ich meine... Hä? Moment. Ja, wir haben ein neues Wappen, das haben wir schon gesehen, aber dass es der Gerudo so rötlich erscheint, übrigens mit dem Triforce oben, ne? Schönes Detail. Hier haben wir die Zoras, was auch in grün ist, und die Ornis auch in grün ist. Hä? Ja gut, eigentlich, je nachdem, wo ich jetzt stehe, sieht es eher blau-grün, fast schon türkis aus, und das mehr Richtung grün. Naja. Sei es drum, vielleicht sieht es tagsüber anders aus. Ja, ich werde ganz nass. Wieso bist du denn hier? Es ist Zeit für einen Generationenwechsel der Zoras. Zeit für König Sidon und Königin Jona. Allerdings muss König Sidon auch seine neu hinzugegangenen Pflichten als Weiser erfüllen. Da werden wir den Spähposten beschützen, sodass sich König Sidon ganz diesen Pflichten widmen kann. Außerdem treffen Vorbereitungen, die Geoglyphen zu erforschen, die in ganz Hyrule erschienen sind. Sollen wir auf wichtige Informationen stoßen, wenn wir dies selbstverständlich mit euch teilen, ne? Ist ja klar. Allerdings ist Hyrule groß. Ja, da kann sie aber laut sagen. Es wird allzu eine Weile dauern, bis Nachrichten uns hier erreichen. Ah ja. Was sagst du dazu, Pura? Link, willkommen zurück. Ich habe gehört, was vorgefallen ist. Eine Kälte will meinen Orni. Schlamm, das Wasser zu verschmutzt, das sie zum Leben brauchen. Die Gerudo in Gefahr durch Gyptos und einen Sandsturm. Und du sagst, dass immer jemand dahinter steckt, der außer wie Prinzessin Zelda. Das sind ja ziemlich schwierige Herausforderungen, wa? Sind geschickt. Ja, es ist natürlich deutlich geworden, dass es eine Verbindung zwischen Prinzessin Zelda und Kataklysmus geben muss. Ja, wie oft denn noch? Das haben wir schon irgendwie 10.000 Mal gehört. Mindestens so lange, wie es bereits Jahre her ist, seitdem Ganon oder Ganondorf versiegelt wurde, bin ich gar nicht mehr so sicher. Letzte Region. Purapet. Ja. Hier, guck mal. Purapet, cool, wa? Also Eldin, Nordosten. Ja, ganz vergessen. Ja, bis wir nach Eldin gehen, dauert es noch ein bisschen. Weil ich habe noch andere Dinge zu tun, genau, ich will vorher noch nach Kakariko gehen, unter anderem. Der Plan war ja eigentlich, nachdem wir letzte Folge, ja, wie sie so schön gesagt hat, das Problem der Zoras gelöst haben, sprich den Boss dort im Wassertempel, also im Himmelwassertempel besser gesagt, wenn wir den platt gemacht haben, wird's mir, ja, was? Kachika. Was ist denn noch ausgezeichnet? Ja, genau, das Gewand. Das heilige Gewand. Ja, genau, letzte Folge haben wir das gemacht und ich würde jetzt in der Folge noch ein bisschen hier in den Spähposten gucken, auch wenn das Wetter gerade kacke ist. Also Real Life würde ich es lieben, aber hier ist gerade ein bisschen scheiße. Und dann hat er mir gedacht, noch so ein paar Sidequests bei den Zoras, aber ich hätte eigentlich noch einen Bock für den Untergrund tatsächlich. Und ein bisschen creepy ist, aber es ist so. Der Brunnen, der Ring ist mir egal. Dir schon, anderen nicht. So fühlt sich Regen an, dieses furchtbare Wetter. Noch nichts Neues hier, wa? Hätte mich irgendwie auch gewundert. Oh, Hyrule war schon ein Zoras, wa? Jo, komm, machen wir es mal so. Wir gehen ganz kurz pennen, weil das ist gerade ein bisschen nervig hier, der Regen. Nachher gucken wir mal, was denn die Zoras hier so treiben. Also sonst so treiben, ne? Wie sie irgendwie hier uns helfen? Fragezeichen. Wenn das Blut Alter! fließt, die ganze Bin ich gerade erschrocken, ey. Erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Ja, das kann er von mir aus ja auch tun, aber bitte ein bisschen leiser. Meine Fresse. So. Soll ich den Kopfhörer ein bisschen leise drehen? Also, Meldungen, da haben wir das noch. Die haben sowieso nichts Neues hier. Die Jungs sind irgendwie so wenig am Tun, das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Ich dachte, dass hier vielleicht ein bisschen mehr abgeht. Naja. Ich muss sowieso erstmal mit reinkommen, Freunde. Habe sicher etwa 5, 6 Wochen lang nicht mehr gespielt.
Link, ich bin froh, dass du zurück bist. Gibt's Probleme? Also mit Riesenmons haben wir eigentlich schon. Wobei, warte mal, Ausstattung. Naja. Wieder ein anderes Thema. So, wir sind hier am Trainieren, wie es aussieht, wa? Ja, immer schön. Locker flockig aus der Hüfte. Und aus der Flosse vor allem. Ah, du bist es, Link. Du bist also zum Sperrhaus zurückgekommen, wa? König Sidon hier beordert. Sehr gut, sehr gut. König Sidon zu ehren. Ja, hoffentlich. Der Gute ist minder sein, der andere schuldig. Ich habe das Gefühl, ich hätte hier irgendwas vergessen oder so. Das ist irgendwie jetzt ein bisschen creepy. Obwohl wir Notizen gemacht haben nach der letzten Folge und da hier steht nur Spähposten und also mal Spähposten gucken, gibt es was Neues und dann weiter Zoras gucken, neue Sidequests gibt und ansonsten Untergrund. Ich brauch Seelen! Ja, ich weiß. Jetzt sind wir mit den Waffen aus. Masterschwert kehrt bald zurück, das ist natürlich schön. Das ist auch so ein Punkt. Ja, darüber kann man jetzt streiten, wie man will, war. Aber es ist halt irgendwie, wo ich mich schon frage, warum muss das Masterschwert die gleiche Schwäche haben wie im vorherigen Teil? Bei Breath of the Wild hat man es verstanden. Hier verstehe ich es nicht. Es macht nur dann irgendwo ein bisschen Sinn, wenn man vielleicht davon ausgeht, dass es Leute gibt, die Breath of the Wild nicht gespielt haben, deswegen das der erste Teil ist. Und sie somit das gleiche Feeling, die gleichen Erfahrungen haben. Ja, aber das Teil darf nicht mehr zerbrechen, eigentlich. Und vor allem nicht auf die Art und Weise. Und es durfte eigentlich schon bei Breath of the Wild nicht so zerbrechen, sagen wir eher noch. Dass die Kraft verliert, ja gut, ist halt... Kann man sich darüber streiten, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Gut, was ich hier treibe, ist eh nicht sinnvoll, also insofern muss ich gar nichts weiter sagen. Irgendwas noch vergessen. Also ich muss später sicher mal noch zu Schloss Hyrule zurück. Nicht nur wegen der Story, sondern auch, wenn es irgendwie zum Ende hingeht. Oder vielleicht sogar nach den Credits sogar. Und nachdem wir das Spiel durchgespielt haben. Weil es um ein paar Punkte geht, wenn wir irgendwie mal eine Spezialfolge drüber machen und so. Bezüglich, ja, Timeline und so, wo man es irgendwie zuordnen will. Und so weiter und so fort. Da habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht. Das könnte man dann vielleicht mal irgendwie einbauen. Aber alles nach und nach. Wir haben von dem her ganz andere Dinge. Guck, es findet so Pläne zum Beispiel. Wisst ihr was? Da mache ich jetzt. Scheiß auf Sidon oder die Zoras. Die machen wir später. Ich habe jetzt Bock auf den Untergrund. Ich weiß nicht warum. Ist einfach so. Bin ich auch zum ersten Mal überhaupt. Das ist richtig Bock auf den Untergrund. Oh, wie kommen wir da rein? Hier am besten, wa? Er hat einen Schrein. Jemals keine Schreine, Freunde. Keine Sorge, also momentan noch nicht. Ja, komm, ich fliege hier rüber. Habe ich eigentlich noch genug Materialien für den Flieger? Also für unser Pseudo-Hoverboard. Weil sonst Untergrund erkunden ohne das Teil, das wird nervig. So, hier ist ein bisschen heiß. Oh, jetzt gerade nicht. Was ist jetzt los? Der Macht des Schwurs kann jetzt Sidons Geist zu Hilfe rufen. Ach so. Alter, ich bin gerade erschrocken, ey. Jetzt kommt irgendwie Mord und Totschlag. Da haben noch 4 Segenslichter. Kann man nicht vergessen. Achso, das ist der Typ. Ja, vielleicht gehen wir da auch mal noch hin. Lass mal gucken. Aber sind die anderen Dinge. Ah, die sind auch alle da. Sehr gut. Ja, okay, also wir haben natürlich noch den Zugang zum Untergrund, da ist ganz klar. Den holen wir aber ein bisschen, gucken wir ein bisschen später an. Ich muss erstmal dahin und dann muss ich jetzt doch mal ganz kurz checken. Ich meine, ich habe hier noch ein paar Teile.
Die haben mir so allzu viel, aber die kann ich eigentlich durchaus nutzen. Noch 11 Lenkelemente, das müsste eigentlich klappen, weil ich glaube, sonst sitzen hier ein bisschen... Oh, da geht immer nicht. Ja, das erste Mal Sonanium ist ein bisschen wenig. Hätte ich zwar offscreen auch ein bisschen farmen können. Aber, naja, offscreen farmen bedeutet für mich normalerweise dann im Sinne von, hehe, das ist einfach duplizieren. Da hat allererste Duplizierungsglitch eben noch funktioniert. Lustigerweise. Oder heißt lustigerweise, coolerweise besser gesagt. So, da will ich also runter, wa? Fliegt direkt darüber. Ja, nun. Ich glaube, die Ausdauer könnte reichen? Fragezeichen. Habe ich Angst von der Höhe her. Und dann sieht es noch gut aus. Dann kann man machen das mal. Wir starten mal den Kuga wieder am Besuch ab. Manchmal das zurück, sehr gut. Das ist sowieso praktisch, wenn ich zu Kuga gehe. Ich brauche zwar nicht für ihn, aber hey. Hä? Was ist denn das da? Ach, ist das ein... Nein, der Drachen, der gerade rauskommen. Ja, servus du, was machst denn du hier? Oh. So, jetzt aber. Na, wo fällst du runter? So, Verroderrohren. Kann man nicht mehr gut gebrauchen. Ja, komm erstmal raus, damit ich da rein kann. Jetzt blitzt sie auch noch. So, Freunde, back to the Untergrund, wa? Oder Underground oder whatever. Wo ist meine Markierung hin? Markierung ist weg. Gut, jetzt geht es natürlich darum, dass man mal die Wurzeln hier markieren muss. Oh, so relativ praktisch. Und ja, gefühlt habe ich ein paar wenige, aber da werden noch ein paar mehr werden, Leute. Aber mir sind noch viele Schreine hier unten fehlen. So, dann haben wir ein paar hier in der Nähe. Den Rest sehe ich eigentlich sowieso relativ schnell. Oh, praktisch. So, erstmal natürlich etwas sehen, weil sonst habe ich ein Problem. Eine Wurzel aktivieren. Du, du, du. Und es werde Licht.
Doch eine relativ große Wurzel. Huch. Das ist eine Statue hier. Das heißt aber auch, da ich hier eine Wurzel habe, muss logischerweise hier drüber direkt ein Schrein sein, den ich noch gar nicht gesehen habe. Lustig. Okay, jetzt hin, ne? Hier ist ja eigentlich der Eingang. In den Untergrund. Wo eben später oder so. Noch ein paar Seelen, die können wir dann reinsammeln. Komm, wisst ihr was? Warum nicht? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. In der Art und Weise. Gut, also. Wir brauchen unser Gefährt. Zack, zack. Perfekt, dankeschön. Dann, was wir natürlich auch immer brauchen, wo zum Henker ist er jetzt? Also. Falsch. So brauche ich es ja. Jetzt am besten vorne, wenn es geht. Das wäre ganz praktisch. Nein, nein, das wusste ich gerade noch. Genau in dem Moment, wo ich es geschmissen habe. Wusste ich gerade, Moment mal, da passiert ja was. So. Huch! Das hat nicht so geklappt, wie ich eigentlich wollte. Nein! Das sind halt auch stärkere Typen, wa? Haben Sie Leute mein Master-Schwert? Was ist denn da los? Was schmeißen die da? Frechheit sowas. Aber einer das Zielen verlernt oder was? Oh, ich kann gar nicht mehr kämpfen. Ich hab's ganz vergessen. Wie geht's schon wieder? Na, so nicht. Aua! Passt, Kumpel. Noch länger Aufnahmepause. Ja, komm. Jetzt haben wir so langsam wieder, oder? Hey, hol zur Seite. Was war das gerade? Moment. Rückwärts, seitwärts. Okay, muss noch mal üben. Aber eher ein silberner Moblin, war. Und dafür war gar nicht mal so schlecht. So, schön die ganzen Irrlichter einsammeln. Irrlichter nicht zählen. Nein, nicht so. Was für eine krasse Ultrahand da. Immerhin ein bisschen was. Dann vielleicht doch mal noch die Waffe wieder kurz switchen. Wo nehmen wir da? Ivarok-Hammer. Stärken kurz zur Zerbrechung, okay. So noch lange her. Großen Anime, sehr schön.
Das gefühlt aber so ein Eindruck ist hier ein gutes Lager. Für Sonanium. Vertauscht es auch, weil es eigentlich nur ein kleiner Bereich ist oder so. Aber gut, Sonanium farmen, wir haben schon ein paar Minen so gesehen, wo es eigentlich relativ gut geht. Weil ich schon gesagt habe, hey, dass ich dort dann, wenn ich wieder mal da bin, da offscreen ein bisschen sammeln würde. Was ich aber trotzdem nicht getan habe. Oh, ein Qualmerling. Ja, ganz praktisch. Ja, aber trotzdem, das Ganze mit den Farmen oder Looten ist halt so die Frage, ob man das wirklich so exzessiv, Dankeschön, auch machen möchte oder sich irgendwie sagt, ja, das ist zwar einerseits cool, aber andererseits geht es einem auch schnell auf den Sack. Stattdessen lieber ein bisschen duplizieren oder glitschen. Ja gut, glitschen, doch. Doch, kann man sagen. Ein bisschen glitschig usen wieder. So. Dann noch ein Irrlicht. Schon krass, dass nur ein bisschen mehr Batterie bewirken kann, wa? Ich meine, viel haben wir noch nicht eigentlich. Aua. Also batteriemäßig geht noch einiges mehr. Da vorne ist noch ein Ding, ja, da will ich eigentlich auch bald oder gleich hin. Huch. Was ist das denn hier? Das sind ja Gigas. Warum zum Henker? Hä? Ich konnte im Flug ein Ding nicht nutzen. Ist ja ganz übel. Also im Sprung konnte ich mit Pfeil und Bogen nicht schießen. Hä? Was war denn das denn? Wir können doch irgendwie... Komm, haben wir einen Kühlungsspieß hier. So. Warte mal, kann das Teil nicht wieder zerlegen oder so? Mein Gefährt ist da, sehr gut. Hä? Jetzt herlegen kann ich es nicht. Schräg. Ja gut, aber ich fliege jetzt trotzdem mal da hoch. Okay. Gigantische Wurzeln mit leuchtenden Kugeln wachsen in der Höhlendecke. Noch nutzen wir sie nur zur Orientierung, doch in ihnen scheinen noch weitere Verwendungsmöglichkeiten zu stecken. Die leuchtenden Kugeln sollen eine Heilkraft bis in die Miasmen verlorene Lebenskraft wiederherstellt. Ich kann selbst spüren, wie mein Körper sich wie durch Zauberkraft erholte. Zu extrahieren. Ruhm Koga. Nein, kein Koga. Koga böse. Oh, hallo? Ernsthaft? So geht's natürlich auch.
Die habe ich gesehen, Kumpel. Wow. Okay, nevermind. Das bis ganz da oben hin. Nee, nicht wirklich. Ehrlich groß. Oh. Ah, da gibt es auch ein groß. Interessant. Da muss ich hin. Ja, macht irgendwie auch Sinn. Haben die hier zum Teil für coole Konstruktionen? Hm. So, das wollte ich vorher machen. Die Jäger hier beschätze. Großes Sonau-Energiekristall, ja, okay. Nehmen wir immer gerne. Jäger-Bauplan. So das nein kombinieren kann. Und wir haben Kampflaserwerfer. Okay. Die Jäger haben ja wohl schon krasse Forschung betrieben, ey. Junge, Junge. Alter. So erschrecken. Ja, drüben gibt es noch ein paar interessante Dinge, aber natürlich nichts, was ich direkt mitnehmen könnte, wa? Also man kann es zum Baum verwenden, ja, cool, aber ansonsten... Was ist das? Ein cooler Scheinwerfer hier, oder was? Anstelle der Leuchtblumen können natürlich auch den verwenden. Oder nicht? Geil. Nein, doof ist es. Ah, warte mal. Jetzt habe ich ja aber Automatik. Na komm. Das gibt's nicht. Ich kann die Teile nicht zerlegen. Oder ist aber... Oh Mann, oh. Warum denn nicht? Jetzt wollte ich etwas Neues probieren. Er kann den natürlich auch mitnehmen. Aber mein Ding steht da drüben. Huch. Hallo? Hallo, Velo. So, jetzt aber. Hui. Das war knapp. So. Jetzt geht es nur um den Test hier, wa? Obwohl, warte mal. Könnte ich jetzt... Okay. Das Ding hier entfernen geht ja nicht, wa? Schade eigentlich. Aber eigentlich ist das Teil da dran mutieren ja eigentlich doof, weil ich verbrauche so ja mehr Sonanium. Oder denke mir zumindest. Andererseits ist es trotzdem schön hell.
Link, elegant wie immer. Ja komm, wenn er nicht so viel bringt. Obwohl die Idee fand ich gar nicht mal so doof eigentlich, aber ja, wenn man halt die Tatsache nicht außer Acht lassen, dass wir natürlich dann wesentlich mehr Sonanium verbrauchen. So noch Energie. Ist eher ein bisschen unpraktisch. So. Oh, ein bisschen hoch. Südliches Irrschloss. Ja, schwierig manchmal, ne? Schwierig manchmal. So, jetzt aber nochmal. Das Irrschloss. Gibt es irgendwas Besonderes zu holen? Ich meine, das ist ein Schloss, ist eigentlich eine dumme Frage. Ist es auch eine Art Mine hier sogar? Naja, es heißt ja Irrschloss, ne? Ich muss sagen, ein großer Frosch wäre nicht so schlecht, ne? Bringt da relativ viel Sonanium. Da ist mir noch nicht so viel schlau, was mit diesem Schloss auf sich hat. Irrschloss, genauer gesagt, ne? Und oben war ich ja eigentlich schon. Oder? Ja, viel höher geht hier nicht mehr. Ne, dann sind wir schon mal an der Oberfläche. Das ist natürlich, der Eingang ist eher hier vorne. Hä? Huch, wie weit rollst du denn? Es könnte natürlich sein, dass ich unterirdisch mit dem Deckensprung rein muss. Also irgendwie leicht schräg, aber hey, meine Story vom Spiel ist auch ziemlich schräg, warum das nicht auch? Insofern. Das Irrschloss. Naja, da will ich vielleicht noch raus, was damit auf sich hat. Gehen wir erstmal zum Violetten noch hin. Nachher, wie gesagt, die Folge, wir sind schon mal 34 Minuten. Wo es nicht so viel wieder mal geschafft in der Folge, muss es doch langsam sich mal beenden. Huch, hallo? Jetzt passiert? Ah, jetzt. Also der nächste Wurzel geht dann darüber. Hui. Ja, Link, aufpassen. Okay, wisst ihr was?
So, mit der Batterie gehen wir ein bisschen auf die Nerven. Jetzt noch ein paar Seelen, sehr gut. Das ist aber... Oh, da ist die Wurzel, die ich suche, okay. Die gesuchte Wurzel. Wundelball. Katsching. So, wenn jetzt da noch... Da ist ja jemand. Aber kein Jäger, oder? Was ist los? Was will dich einen so anzuschleichen? Du bist in der Jägerbande. Nein, ich bin der Held. Der Held, den keiner kennt. Huch! Tod dem Helden! Jo, haben wir das schon gehört? Ciao. Ach ja, Jäger so nicht leicht gemacht, war. Ja, warum war der hier so fast nicht im Gucken? Ja, so Bauteile hier, schön. So, und gehen wir dann nochmal hoch, weil ich hatte noch ein paar Irrlichter gesehen. Stehen geblieben. Und 66 wieder. Sehr gut, sehr gut. Da unten glaube ich auch noch ein paar, aber die kann jetzt wieder mal für vorher verzichten. Und die Karte angucken, wa? Ich meine, hier sieht es irgendwie noch ein bisschen mysteriös aus. Da können wir vielleicht mal noch kurz vorbeigucken. Nächste Markierung, sonst hat er gesagt, dann nächste Part, ja, eben hier noch gucken. Das sparen wir uns ein anderes Mal auf. Aber sicher auch noch hier dann mal noch vorbei, ja, da haben wir noch, also quasi, ich gehe dann hier hin, wo eigentlich schon, ja, nachher hingehen, und dann machen wir die Kurve nachher hin, hier hin, da müssen wir, also ein Schatz, dann theoretisch noch hier runter und dann gehen wir zu Koga, oder geht direkt zu Koga und dann hier runter. Ein bisschen mehr vom Untergrund hier aufgedeckt haben, ist also nicht so viel jetzt, aber ja, es kommt. Also sind wir ehrlich, es könnte auch schlimmer sein mit dem Untergrund. Natürlich nicht vergessen, dass hier ja auch noch, gut, das ist klar, das ist so ein scheiß Labyrinth, das hatten wir schon mal. Da habe ich schon markiert, wenn ich noch nicht den Tempel gefunden habe. Okay. Schrein, Entschuldigung, nicht Tempel. Und schreien. Wir schreien, was das Zeug hält. Oder auch nicht. Hier Knospe. Danke. Also dann, Freunde, in dem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Tears of the Kingdom. Bye, bye.